Die Augen des Herrn schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Rechts von der Folie seht ihr den Bibeltext und links die Einteilung von meiner Predigt. Zum Ersten, die alles durchdringenden Augen. Hier steht mal Gott mit seinem unbestechlichen Blick im Vordergrund. Ich habe gerade das Wort Röntgenblick denken. Und das war mir gerade nicht so wohl auf das Erste. Gott hat wahrscheinlich noch mehr als einen Röntgenblick. Aber dann ist es mir doch wohl geworden, weil wenn ich mal zum Röntgen muss, bin ich froh, wenn das Gerät bestens funktioniert und zeigt, was kaputt ist oder vielleicht eben, dass alles in Ordnung ist. Das kann ja auch passieren. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns mit seinem Blick zuerst mal mit Augen von der Liebe anschaut. Er will uns beistehen in unseren vielfältigen Herausforderungen und Aufgaben. Er beobachtet uns nicht wie ein Experte. In einer Prüfungssituation, nehmen wir mal die Autofahrprüfung. Da beobachtet ein Experte ganz genau, was wir tun mit unseren Händen, mit unseren Füßen. Und in der Aufregung machen wir doch noch mehr Fehler, als wir sonst schon machen würden. Gott ist anders. Ich glaube, das ist viel mehr mit einem verständnisvollen Fahrlehrer zu vergleichen, der uns zwar auch auf die Finger und auf die Füße schaut, aber wo es ihm darum geht, dass wir aus jedem Fehler etwas lernen. Der Mensch ist im Blickfeld Gottes, und zwar immer. Gott sieht dich Tag und Nacht. So vorgeht, wenn du dir bewusst machst, Gott sieht dich Tag und Nacht, draussen und drinnen. Weil er das ganze Universum erfüllt, gibt es keinen Ort, wo wir uns vor Gott verstecken könnten. Ich werde dabei an 2 unterschiedliche Lieder erinnert. Das erste ist das Kinderlied, das wir gesungen haben. Pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleine Hand, was du tust. Und dann ist es ja weitergegangen. Und das andere steht im neuen Gemeinschaftsliederbuch. Lied 226. Da heißt es in der 4. Strophe, der Fürst meines Friedens ist nahe, sein Antlitz, also sein Blick, ruht strahlend auf mir. Wie schön. Und warum das überhaupt möglich ist, wird im Refrain gesagt. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Jetzt haben wir so ein bisschen eine Spannung verspürt zwischen diesen beiden Liedern. Das ist auch so. Einerseits ist Gottes Blick ein kontrollierender, ein Blick, der alles erforscht, ja. Andererseits wissen wir aber, dass er uns liebevoll und auch aufmunternd anschaut. Und wahrscheinlich fragen wir uns jetzt aus jedes insgeheim, wie schaut Gott euch mehr heute Morgen an? Weil ein Blick ist sehr aussagekräftig. Als ich ein Auge hatte auf meine Frau, Marianne, als das so angefangen hat, ist das sehr bedeutungsvoll gewesen, wie sie mich angeschaut hat. Aus diesem Blick habe ich viel mitgenommen. Das hätte manchmal für die ganze Woche reichen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, wie Gott uns anschaut. Auf was es bei ihm ankommt. Schaut er mich unbestechlich an wie ein Experte oder doch aufmunternd wie ein geduldiger Fahrlehrer? Und für was schaut Gott denn ständig über die ganze Erde? Um sie zu richten oder um sie zu retten? Und die Antwort steht in unserem Vers. Die Augen des Herrn schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind.
Hier merken wir etwas von Gottes Willen, von seiner Zugewandtheit, von seiner Absicht und Barmherzigkeit. Er ist uns im Grunde genommen liebevoll zugeneigt. Das wollen wir immer wieder neu dankbar zur Kenntnis nehmen. Jetzt ist es sicher gut, wenn wir auch schauen, in welchem Zusammenhang das unser Vers steht. Das Zweite ist die alles überwindende Stärke. Hier steht das Beschenktwerden vom Mensch im Mittelpunkt. Wir Menschen sind ja so schwach, wir sind ja so auf Gottes Stärke und auf seinen Beistand angewiesen. Und er will uns beistehen. Er haltet zu uns, er schenkt uns seine Stärke. Und jetzt möchte ich den Zusammenhang lesen, das 2. Chronik 16, die Verse 1 bis 6. Im 36. Regierungsjahr Asas fiel König Baascha von Israel mit seinem Heer in Juda ein und baute die Stadt Rama zu einer Festung aus. Mit der Kontrolle über diesen wichtigen Knotenpunkt konnte er Juda von der Außenwelt abschneiden. Da schickte König Asa eine Gesandtschaft nach Damaskus zu König Ben-Hadad von Syrien. Er gab den Gesandten Gold und Silber aus dem Tempel des Herrn mit, dazu Geschenke aus der königlichen Schatzkammer. Sie sollten Ben-Hadad Folgendes ausrichten: Lass uns ein Bündnis miteinander schließen. Es soll so fest und unverbrüchlich sein, als wären schon unsere Väter verbündet gewesen. Dieses Silber und Gold ist mein Geschenk an dich. Ich bitte dich, brich dein Bündnis mit König Baascha von Israel und greif ihn an, damit er aus unserem Gebiet wieder abzieht. Ben-Hadad willigte ein und schickte seine Truppen gegen Israel. Sie nahmen die Städte Ijon, Dan und Abel-Majim ein. Dazu alle Vorratslager der Städte im Gebiet Naphtalis. Als Baascha davon erfuhr, ließ er von seinem Vorhaben ab, Rama weiter auszubauen und stellte die Arbeiten ein. Der Asa war ein Urenkel von König Salomo. Nach dem Salomo ist ja der Rehabeam gekommen, dann der Abia, Asa und nachher der Josaphat, der gottesfürchtige König. Und der Asa war ein König, wo wir von ihm lesen, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Entschlossen ist er gegen Götzendienst in Juda vorgegangen und die Zeit von der aussenpolitischen Ruhe hat er genutzt, um die judäischen Städte zu befestigen und auch die Heeresmacht zu stärken. Einen übermächtigen Angriff der Kuschiter hat er mit Gottes Hilfe zurückschlagen. Kapitel 14 lesen wir, damals betete Asa, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese große Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Und der Asa hat tatsächlich die feindliche Übermacht besiegt. Jetzt sind 20 Jahre später und es hat sich das ereignet, was ich euch vorhin vorgelesen habe. Der Baascha, der König von Israel, ist gegen Asa, der König von Juda, in Krieg gezogen. Eigentlich eine traurige Angelegenheit, ein Bruderkrieg, der da angezettelt wurde. Und anstatt, dass der Asa auch dieses Mal sein Vertrauen auf den Gott Israel setzt, was ihm ja schon geholfen hat, lesen wir von ihm, dass er es mit einem politisch geschickten Schachzug versucht hat und offenbar auf den syrischen König und die Heeresmacht mehr vertraut hat als auf Gott. Und das ist ihm, Asa, zum Verhängnis geworden. Ab dem Vers 7 kommt dann noch ein Mann ins Spiel, der Prophet Hanani. Und da lesen wir etwas, wie der Asa mit ihm umgegangen ist.
Zu dieser Zeit kam der Prophet Hanani zu König Asa von Juda und sagte zu ihm: Weil du beim König von Syrien Hilfe gesucht hast, anstatt sie vom Herrn, deinem Gott, zu erwarten, darum hast du dich selbst um den Sieg über den König von Syrien gebracht. Hast du schon vergessen, mit welch riesigem Heer von Wagen und Reitern die Äthiopier und Libyer gegen dich anrückten? Und doch hat der Herr dir den Sieg gegeben, weil du ihn um Hilfe gebeten hast. Der Herr steht allen bei, die allein ihm vertrauen. Auf der ganzen Welt sucht er nach solchen Menschen. Dein Bündnis mit dem König von Syrien war ein schwerer Fehler. Von jetzt an wirst du ununterbrochen Krieg haben. Und jetzt hat der König Buße tun, aber der ist einen anderen Weg gegangen. Wutentbrannt ließ König Asa den Propheten ins Gefängnis werfen und seine Füße in einen Holzblock einschließen. Auch andere aus dem Volk wurden von Asa misshandelt. Anstatt Buße zu tun, wird der Prophet und damit auch die Stimme Gottes eingesperrt. Die Stimme wird gewaltsam zum Schweigen gebracht und das bedeutet einen traurigen Wendepunkt im Leben vom König Asa. Die Augen des Herrn schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Der Vers steht offensichtlich nicht in einem erbaulichen Zusammenhang. Da ist von Krieg die Rede, von schlauen Schlachtplänen, von Bestechung. Und auf dem düsteren Hintergrund so ein schönes Wort Gottes. Zuerst konnte ich das gar nicht recht einordnen. Dann habe ich aber gemerkt, da kannst du ja glücklich werden darüber. Gottes Wort ist uns eben nicht nur für angenehme Stunden gegeben. Wenn das Leben so schön vor sich her plätschert. Nein, Gottes Wort haltet am harten Alltag stand. Und viele Worte Gottes sind viel mehr für eine Werktung gegeben als für einen Sonntag. Gottes Verheißungen leuchten auf einem dunklen Hintergrund besonders hell. Und wir wissen es, Gott kann sich in meiner Schwachheit ganz besonders als der Starke erweisen. Das ist eine befreiende und hoffnungsvolle Botschaft. Wir dürfen schwach sein. Gott braucht keine Heldinnen. Gott braucht keine Helden. Ja, es ist schon so. Gott macht nicht immer Licht, wenn wir uns im Dunkeln von der Anfechtung oder von der Not befinden. Aber im Dunkeln vom Leben, wo auch wir müssen durchmachen müssen, versichert er uns immer wieder, ich bin bei dir. Ich will dein Vertrauen rauslocken. Das Vertrauen in meine Liebe, in meine Gegenwart, in meine Stärke, in meine Möglichkeiten. Und wenn Not andauert, tröstet uns Gott doch mit seiner Nähe. Der Hiob, der hat Klarheit über sein Schicksal und wir verstehen das. Was ist los mit meiner Not? Geschenkt. Oder Paulus wollte wissen, Herr, was ist los mit meiner Not? Und Jesus hat ihm nach dreimaligem Bitten Antwort gegeben: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist die göttliche Antwort gewesen. Ich bin da an eine alte Veranschaulichung erinnert worden und habe das ein bisschen vergrössert nachgebastelt. Das Zündhölzli, das man ganz leicht verbrechen kann, das bricht ja manchmal unabsichtlich, wenn man es braucht, oder? Aber wenn so ein Zündhölzli mit einem starken Nagel verbunden ist, kann man es nicht verbrechen. Ich tue es mal durch die Reihe geben, dass die Veranschaulichung noch ein bisschen gespürt und gefühlt werden kann. Und es ist ja klar, dass wir Menschen das Zündhölzli sind, wo irgendwann entflammt wird, ins Leben geworfen wird und brennt und irgendwann noch abbrennt und erlischt. Aber wir dürfen uns an unseren starken Gott halten. Ja, der dritte Punkt, die alles entscheidende Frage. Da geht es jetzt um uns Menschen. Und ich frage mich selber auch immer wieder, wem gehört mein Herz?
Und die sagen sehr schnell, ich bin ja Christ, ich bin Pastor, mein Herz gehört 100% Gott. Ja, und dann im Alltag. Das ist nicht immer 100%, wenn ich ehrlich bin. Darum wollen wir uns da fragen und den Spiegel von Gottes Wort vorhalten. Für wen schlägt mein Herz? Weil Gott sucht Frauen und Männer, wo ihr Herz 100% auf ihn ausgerichtet ist. Gott wartet auf Leute, die parat sind, nichts zu sein, damit Jesus alles in ihnen sein kann. Er wartet auf Menschen, die Gottes Pläne zu ihren eigenen Plänen machen, die demütig sind, die im Glauben stehen, die seine Macht und Liebe für sich in Anspruch nehmen und ihn gehindert wirken lassen. Es gibt keine Grenzen für das, was Gott mit einem Menschen tun kann, der ihm völlig vertraut und sein ganzes Herz ihm anvertraut hat. Und im Grunde genommen ist alles zusammen, ja, was wir erleben, was an uns herkommt, Herzenssache. Wie ich meine Zeit zubringe, wie ich mein Geld ausgebe, wie ich mit meiner Sexualität umgehe, welche Beziehungen das ich pflege und so weiter, das wird ja alles von tief innen von meinem Herz gesteuert. Und wenn mein Herz wirklich, ganz ehrlich, Gott hingegeben ist, dann werden auch all diese Bereiche gut verwaltet und gesteuert. Und zudem bedeutet Hingabe vom Herz, dass mein Herz nicht nur in diesem Leben Gott gehört, sondern der erst recht noch nach in der Ewigkeit, wo wir ewig an Gottes Herz werden ruhen. Wie fest gehört mein Herz wirklich Gott? Wir müssen wissen, dass Gott uns in erster Linie liebt, weil sein Herz an jemanden zu verschenken, wo man denkt, ja, aber im Grunde genommen ist der ein bisschen böse auf mich, weil er ja alles zusammen weiss von mir, das würde uns schwerfallen. Aber ich bin überzeugt und ich weiss es, Gott liebt jeden Menschen längst, bevor er sein Leben auf die Reihe gebracht hat. Wir dürfen uns immer wieder Gott schenken und er sieht, wie aufrichtig dass wir es meinen und wie schwierig dass es im Alltag manchmal ist. Aber wir sind eingeladen, unsere Herzen an Gottes Herz immer wieder neu erwärmen zu lassen. Das Geheimnis von einem glücklichen Leben liegt in der Hingabe, hat uns schon der Wilhelm Pals gelehrt. Und ich kann nur sagen, die Aussage hat sich in meinem Leben voll bestätigt. Erst wer sich Gott ausgeliefert hat, erfährt, wie Gott einem reich beschenkt, auch wenn er einem nicht alles schenkt, was man sich im Moment wünscht. Verabschieden wir uns doch von der alten Lüge, dass Christsein und Freude haben sich ausklammern. Das Gegenteil ist der Fall. Ich kenne keine grössere Freude, als zu wissen, dass ich Jesus angehöre. Alle anderen Freuden sind klein im Verhältnis zu dieser Freude, die diese innere, tiefe Gewissheit gibt. Ich bin für Zeit und Ewigkeit an Gottes Herz geborgen. Ich komme zum Schluss. Was wollen wir jetzt mitnehmen von diesem Vers, von dieser Predigt? Sicher mal die Tatsache, dass Gott alles zusammen sieht. Er versteht sogar unsere Gedanken von weitem, steht im Psalm 139. Ja, er sieht es, wenn wir auf Abwägen geraten. Er sieht es aber auch, wenn wir Hilfe nötig haben. Und darum das Zweite, sein Angebot, ich stärke dich. Ich tue dir beistehen. Er will sich in uns und an uns als der Starke erweisen. Nicht du musst länger der Starke und die Starke spielen, er ist stark in deinem Leben. Und die Bedingung ist, dass wir die Hilfe eben nicht von uns erwarten oder von unserer Intelligenz, von irgendwelchen Schachzügen, sondern immer wieder neu von Gott selber. Er will, dass wir trotz unserer Schwachheit ihn lieben und ihm dienen. Die Augen des Herrn schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Jetzt habe ich noch einen kleinen Zusatz. Ich gehe davon aus, dass wir alles zusammen ja Menschen sind, die unsere Herzen immer wieder Gott herhaben und schenken und sagen, ich will dir
zur Verfügung stehen. Aber mit denen, wo das alles in Ordnung ist, möchte ich einen Schritt weitergehen und sagen, wollen wir nicht nur uns mal prüfen, sondern vielleicht auch mal danach fragen, wie kann ich meinem Mitchrist, meinem Mitbruder, meiner Mitschwester helfen, dass auch ihr Herz unteilt Gott gehört. Wir wollen uns einen Blick auch für die anderen Glaubensgeschwister schenken lassen. Wir wollen füreinander beten, weiterhin. Wir wollen einander beistehen, wir wollen einander lieben, damit wir miteinander im Glauben wachsen und Jesus ähnlicher werden und so sein Name geehrt wird durch unser Leben. Auch für diese Aufgabe an den Glaubensgeschwistern gilt, die Augen des Herrn schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Amen.